Folge 25 ist ein Viertel von 100. Wir sind in der Quarter-Life-Crisis angekommen von unserem Podcast. Die letzte Folge war ein bisschen ernster, nicht so lustig. Und es kann nicht sein, dass der eine oder andere von uns beiden halt den anderen betrügt mit dem anderen Podcast wegen Quarter-Life-Crisis. Aber der Yilmaz hat vorher, also der Yilmaz, der Knöpfchendrucker, Yilmaz und Produzent Yilmaz, hat vorher gesagt, Jungs, heute ein bisschen lustiger. Und ich das Feedback nehmen wir, glaube ich, an. Scheiß auf ihn. Wenn es von ihm kommt. Und ich glaube, bevor wir schnell mit dem Intro anfangen, würde ich gerne noch, wie immer, unsere... Was machst du? Mach einfach, Bro. Oder ich höre voll, dass ich weiß, ich bin voll am Ding machen. Ja, Moment, ich muss schnell Sachen einstellen. Nein, ich würde gerne noch wieder die Worte von unserem unsterblichen, kann man sagen, Prophet Ali. Ungefähr, ja. Ja. Sagen, und zwar mit, das ist noch ein ungemischtes Intro, das hat nur schnell der Ali gemacht für euch, aber das ist mal so das, was jetzt passiert. Ali's Straßenweisheiten. Danke vielmals, das sind alle Straßenweisheiten, und zwar hat der Ali gesagt, Schweizer redet Hochdeutsch mit dir, auch wenn ihre Tochter fickst. Ja, ich würde gar nicht so sagen, ich würde auch das Intro laufen lassen und ich könnte euch überlegen in dieser Zeit, was das bedeutet. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jola, ich kenne eigentlich so Asen und Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Jenny ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Obi hat eine Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Ansagen. Okay, nein, wir sind zurück mit Folge 25 und das hat das vorher gefunden. Ich so, hey, was reden wir heute? Wie immer ist ja 99% von unserem Podcast einfach improvisiert und nicht vorbereitet. Und das hat er gefunden, Bro, ich erzähle jetzt etwas am Anfang und dann reden wir einfach weiter. Also Serhat, bitte erzähl. Bitte gern. Wir haben über etwas vor lange geredet. Sehr lange nicht. Früher haben wir es vor aufgemacht, jetzt nicht. Ja. Aber Uberfahrten früher, Ja. wo du einmal die vorne geguckt bist. Ja, ich weiß. Ja. Vermisse ich die Zeiten? Also ich habe nie ein Problem mit diesen Zeiten. Normal. Mit 2 Promille vorne hocken, auch nicht drücken. Hey, hast du Radio? Nein. Was habe ich gesagt? Du hast immer Sachen gesagt, Bro. Bro, ich habe mit den Leuten geredet einfach. Wir haben, bevor wir gegangen sind, wir so, Bro, hock nicht vorne. Nein, ich gehe. Nein, Bro, gar nicht. Nein. Ich mach gar nicht, ich übertriebe jedes Mal. Dann geht der Führer, der Typ bereut, dass er überhaupt die abgeladen hat. Hey, du übertreibst Bro, so krass. Bro, Lüge. du übertreibst völlig. Was ist denn so schlimm an diesen Gesprächen, wo ich vorne war? Bro, Sind das so ist die das jetzt Themen ernst, dass ich übertrieb? Ja, ich finde es vollkommen ernst. Also deswegen, wir haben nicht jahrelang dich mit dem hochgenommen. Du einfach, ja. Ja, ich, ja, klar. Ja. Klar. Nein, Nur völlig. ich. Nein, Jona nicht. Hey, Jona, er hat etwas zu sagen. Er hat auch nie gesagt, er so, geh mal rüber, aber ich schlag dich hin. Aber was habe ich dir gesagt? Erzähl. Ey, Bro, was nicht? Du hast, es hat alles gegeben, Bro. Es hat von Lallen zu Anmachen, zu DJ spielen, zu... Anmachen? DJs, wann habe ich gesagt, jetzt bitte ehrlich, wann habe ich einmal DJ gespielt? Bruder, hast du Blut? Nein, das, ich kann nicht. Er hat offensichtlich hat er, aber er kann es nicht geben, weißt du? Er ist sogar mit dem Handy verbunden, da steht BT Audio, Hassans iPhone. Bruder, ich habe gute Gespräche mit diesen Brüdern. Normal, ja, die haben... Es ist auch, Bro, es ist halt auch... Bro, das hat ein bisschen mit Respekt zu tun, weißt du? Ja, fix. Die Menschen fahren den ganzen Tag dort... Und das Letzte, was ich gesehen habe, ist ein Kurt mit 2 Promille, oder? Wo vorne Bro, ist und mit nein, dem, du verstehst nicht, ich rede mit denen einfach Gespräche, ganz normal, wir haben sehr gute Fix, Gespräche ja. gehabt.
Du bist einfach immer hinein, du so, nein, jetzt wird wieder redet manchmal die Frau. Voll. Ja. Wir drei dahinten sind nur dahinten gewesen, um dir immer zu sagen, Bro, beruhig dich. Bro, riss dich zusammen. Kaputt gelacht aber ich so, Bro, cheers. Mach einfach nur mit meinem Reden, Mann. Okay, ja, es hat schon mal Situationen gegeben, Ja, muss nein. ich sagen, wo vielleicht der ein oder andere Fight hätte können provozieren zwischen mir und dem Fahrer. Aber ich habe bekanntlich Ruhe gehabt. Ja, normal, krass. Weil ich so, Also- Jungs, gell, wenn ich schlägern würde, ich würde helfen. Und ihr drei so, ja, ich glaube schon, Mann. Bro, du bist mit dem Drink mal führen gegangen. Also wir sind aus dem Haus, wir sehen, Uber kommt. Oh, ja. Und du so, man, ich habe gerade noch einen Becher gemacht. Und nachher mir so, Bro, mir haben gesagt, weißt du, der Becher trinken, Uber kommt. Ja, easy, man, wieder mal einfach nicht am Rufen. Mir so, hä? Uberfahrer kommt, er stellt Becher aufs Auto. Bro, ist Problem, wenn ich im Auto trinke? Nein, im Auto nicht, nein. Ja, ist gut, ja. Ja, dann müssen wir schnell warten, ich muss trinken. Jungs, das geht nichts, Hey, wilde Zeiten, Mann, wilde Zeiten. Aber wir sind auch lange nicht mehr zusammen Uber gefahren, so. Nein, wir sind damals Uber gefahren, wo wirklich private Leute gefahren sind. Jetzt musst du ja ein Taxi-Ski haben. Früher sind Ja, wirklich stimmt. früher Was sind ist das geheißen? privat. Ja. Uber X hat es gehabt. Und Uber Pop ist, glaube ich. Pop ist es gewesen, ja. Bro, es sind Leute gekommen, einer ist vom Ausgang heimgefahren. Und nachher haben wir immer Adresse, es ist von dir gegeben, nachher von mir. Mhm. Nachher verlasse ich bei dir raus, ich so, komm, ich komme auch bei dir raus. Kurz vor dir, also, Jungs, wie ist es ausgegangen? Wir so, ja gut. Frauen, wo sind? Nachher wir so, weißt du, voll easy und so, entspannt, so nichts. So, wir sind beide vergeben. Ja. Also, schau gut. Busstation hat 2 Frauen vor dir, vor dir Stuhl. Oh, fuck, ja. Hey, ich habe 2 Leute im Auto. So, Bro, Das ist so lass eine doch sein. unangenehme Bro, das sind Missgeburt Uber Pop-Fahrer, das sind die, die gewesen, privat Alter. fahren. Denen juckt, was du ihnen für Bewertung ist. Das ist eine richtige Missgeburt gewesen, Mann. Ja. Und wegen dir habe ich auch ehrlose 1-Sterne-Bewertung bekommen. Wegen? Ja, bei der einen Fahrt hast du mal grenzlos übertrieben. Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was es ist, aber er hat nachher 1 Stern gegeben. Ja, Bro, ich glaube, mit ihm mit politische Diskussion geführt. Ich glaube, das ist der, den du angemacht hast. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der, den du angemacht hast. Nein. Weißt du, Frau? ja, beschau mal. Ja, gut. Bro, das sind wilde Zeiten. Ich sage, Das ist ganz toll. wichtig. Das ist Nein, next level. Aber gewesen. immerhin. Jeder kann machen, was er will, weil Fair. jeder steht dazu, was er macht. Fix, ja. Sehr fair. Nein, es Du ist. hast schon fast am Umfahren Arsch gegeben. Bro, ich habe nicht Arsch, ich habe nur gefragt, ob er glücklich ist in seiner Beziehung. Ich weiß gar nicht, was du hast, Bro. Hast du nicht gemeint, das Lava, ich zeig. Ich zeig dir meine Dance Choreography. Mit Anaconda. Nein, Ja. Mann. Bro, kennst du Andrew Schulz? Der ist ein lustiger. Schauspieler. So ein Nein, Comedian ist er. Stand-up. So ein Comedian. Ah, das ist der, wo. Ja, Also er ist einer, der Fix. macht sogenanntes Crowdwork. genau. Und ich als anstrebender Comedian, Angehende Comedian. Dankeschön, weiss ja, was es bedeutet. Aber ich sage jetzt mal der Welt da draußen, wo vielleicht nicht weiß, was Crowdwork ist. Crowdwork ist, wenn du, wie der Name schon sagt, mit der Crowd workst. Dankeschön. Nein, es sind so Leute, die gehen so wirklich auf die Bühne und so 99% von ihrem Programm ist, dass sie eigentlich mit den Zuschauern interagieren. Und so ein bisschen Witz machen und was weiß ich. Und er schaut so bei einer Folge, bei einem Video auf YouTube, schaut er so in die Runde und er sieht so einen, der halt aussieht, als wäre er indischer Herkunft. Ja. Und das Ding ist, er tut hure oft Sachen sagen, die extrem grenzwertig sind, Ja. aber er ist so informiert über das. Also Grenze überschreitet er schon, aber es ist immer noch okay. Ja, aber das Ding ist, er ist so informiert über das ganze Weltgeschehen. Du kannst nicht ficken. Du kannst wie nicht sagen, weil er ist kein racist, weißt, aber er ist informiert rassistisch. So. Ein woker Rassist. Bro, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber er ist, Bro, auf jeden Fall sagt er so, du bist, bist von Indien, und der Typ so, ja voll. Er so, was bist du? Also Sing, bist du Ding? Und er so, ja voll, ich bin Sing. Und er so, hey, Sing sind hure krass und so, weißt du. Also früher haben die eine ganze Metallplatte in ihrem Handgelenk, also der ganze Unterarm war eine Metallplatte gewesen, um sich abwehren gegenüber Schwertangriffen und so. Ah, und das ist sicher schwer gewesen, nicht? Genau, es war schwer gewesen und so. Und jetzt mit der Zeit, wo nicht mehr so viele Attentate passiert sind, sagt er so,
ist es halt immer kleiner geworden. Und also heutzutage ist es nur noch ein kleiner Reifen, der benutzt wird zum Hand von den Uber-Fahrer auf dem Lenkrad. Bro. So ein kaputter. Ey, nein, aber man kaputt. Ja, aber weißt du, das Thema können wir aufmachen, Bro. Ja. So, vor 10 Jahren hat es so viel so problematische Sätze gegeben. Und Comedian und so. Ja. Und auch Leute, die Sachen gesagt haben. Und heutzutage, nach 10, also jetzt so, ist easy schweres Publikum und auch, weißt du, so, die ganze Welt ist easy schwer Fuß fassen, so als Comedian, wenn du so Humor hast. Weißt? Also, du redest von der Cancel Culture wahrscheinlich ein bisschen, oder? Ja, aber also ja, genau, überschnitt die Cancel Culture und schwarzer Humor. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube persönlich nicht daran, dass es so etwas gibt wie Cancel Culture. Ja. Weil, Wieso nicht? Bro, look, ein paar Menschen sind cancelled worden gemäß Hollywood, oder? Ja. Also zum Beispiel Louis C.K. Keine Ahnung. Das ist so ein sehr berühmter Comedian. Er ist ein bisschen fester, hat rote Haare. Und er ist letztens am Pranger gestellt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat von anderen, also von weiblichen Comedians, wie eine Art verlangt, dass sie Sachen machen mit seinem, Was für Sachen? mit seinem erigierten Glied. Aha. Dafür schaut er, dass sie so auf Positionen, also dass sie bessere Jobs bekommen als Aber Bro, Comedians. das war ein Hurensohn. Aber ich meine, das ist ja gang und gäbe. So Ja. Männer, die ihre Macht Eben, das ist brauchen. nicht etwas, was es Cancel Genau. Culture gibt. So. Nein, aber es ist ja gang und gäbe. Ja, und das sind Sachen, die er gemacht hat, die wahrscheinlich, also ich bin mir nicht sicher, aber glaube ein paar Jahre her sind. Und die sind jetzt rausgekommen. Und wegen dem hat man ihn cancelled. Oder? Mhm. Aber was heisst jetzt cancelled? Eben, das ist das Problem. Weil er hat immer noch Auftritt. Oder, Also er verdient wahrscheinlich immer noch Geld, oder? ja, oder, Was hat's oder ein ausgelöst? Kevin Spacey Ja. hat ja anscheinend, also ist ja rausgekommen, dass er vor keine Ahnung wie vielen Jahren einen Typ, einen jungen Mann zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Mhm. Hat immer noch Auftritt. Ja. Macht immer noch Film. Weißt, Immer noch Geld, ja. er ist damals von House of Cards rausgekickt worden, aber Ja. macht jetzt wieder Film. Ja, fix. Darum glaube ich nicht an so etwas wie Cancel Culture. Ich glaube, du kannst kurz mal angefickt werden und kurz schlägt dir jemand mit dem Löffel auf die Hand. Oder also Kevin Hart ist ja damals wegen ein paar Tweets von der Oscar cancelled worden. Ja. Und jetzt ist er wieder, also weißt du, darum glaube ich wirklich nicht, dass es so etwas gibt wie Cancel Culture, Bro. Also ich meine... Also dass die Leute das ja versuchen zu machen, so, dass es Cancel Culture gibt, die Leute gibt es ja, die wenn du unbedingt, weißt so, manchmal sind die Leute so in Rage, die sagen, alles von dem auslöschen, so krass es geht. Ja, genau. Und Aber eben, das ist, ja, sorry. schon gut gesagt. Also, look, ich finde, das ist so eine Diskussion, da kann man darüber reden, ob das Sinn macht oder nicht. Aber Fakt ist, das sind Menschen, die ihre Macht genutzt haben, um weniger mächtige Leute zu gewissen, ich sage jetzt eben, zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Aber wegen dem, sie verlieren vielleicht einen Job, vielleicht 2, aber ich meine, sie werden nicht cancelled, Bro, weil es gibt es ja immer noch. Eben, Paradebeispiel ist ja der, wie heißt der Polanski, wo ich ja angefragt worden bin. Ja. Mein Bro, der hat in den 70er Jahren eine 14-Jährige gefickt, weißt du? Und Ja. man hat ihn nachher gesagt, du hast sie vergewaltigt. Und er hat gesagt, und er war dort 35 oder so. Und er so, nein, ich habe sie nicht vergewaltigt, sie hat mich auch wollen. Also weißt du? Ja. Und so einer hat Jahre später einen Oscar gewonnen, obwohl es bekannt war. Und jetzt ist es rausgekommen, richtig vor. Also weißt du, so, jetzt mit der Cancel Culture hat man das wieder aufgerollt und er macht immer noch Film. Zwar nicht in Amerika, aber er macht immer noch Film. Also weißt du, so. Ey, weißt du, bei gewissen Sachen ist so die Grenze oder so Verständnis haben oder einfach so, Bro, es gibt einfach keine Entschuldigung, keine Grenze, es ist falsch, es gehört sich nicht und bestrafen, fertig. Ja. So oder so. Ja. Unabhängig davon, ob jetzt Cancel Culture versuchen durchzuziehen gibt oder was auch immer. Ja. Aber bei ein paar Sachen finde ich, dass es völlig überrissen ist und man auch den Leuten sollte den Raum geben, zum verstehen, was habe ich falsch gemacht, wieso habe ich es falsch gemacht, wieso ist es falsch und wie kann ich mich verbessern. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ich sehe, was du meinst. Bei Aber hast du gewissen- das Gefühl, dass die Leute, dass die Leute den Raum nicht bekommen? Also hast du das Gefühl, ein Kevin Hart hat man nicht gesagt, du
du musst jetzt reflektieren, was du falsch gemacht hast, also ich frage. Aha. Ich weiß es nicht. Nein, ich kann nicht mal auf das Beispiel jetzt von Hollywood, sondern weißt du, so, jetzt, ich nehme es ins Alltägliche. So, ich meine, weißt du, heutzutage eben ist so vieles im Wandel und so vieles wird jetzt ja eigentlich anerkannt. Man versucht, also gewisse Leute kommen ein Ohr rüber, gewisse Gruppen, gewisse ja, einfach, es wird ein bisschen besser so im Großen und Ganzen für hoffentlich viele. Und dann gibt es immer noch so Leute, die Fehler machen, weißt du. Also, sag jetzt mal als Beispiel, jemand, der Pronomen nicht checkt, null. Und sagt, das ist voll übertrieben, er findet das voll so, keine Ahnung, es ist nicht für ihn, er findet es voll übertrieben und so. Und er stresst ihn immer, auf das man achten und so. Und dann ist die dümmste Reaktion auf das eigentlich ihn anficken, nicht? Also wenn er es jetzt in dem Ton, wie ich gesagt habe, wenn er sagt sowieso, natürlich, wenn er so im anfickenden Ton sagt, wir reden jetzt von anständig, weißt du? Ja, also jetzt nicht von etwas, wenn er jetzt sagt, wieso, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, das finde ich voll übertrieben, eigentlich nicht nötig und so, für was auch immer, weißt du, so, ich brauche das nicht. Und dann ist aus meiner Sicht, also gut, eben, ich rede jetzt wieder für dich. Ja, nein, ist alles gut, du kannst auf. Also, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, es braucht doch ein bisschen noch, beim einen oder anderen Thema natürlich, bei gewissen kannst du nicht darüber diskutieren, klar, aber beim einen oder anderen Thema musst du ja, wie es halt so frisch und so neu ist und halt, weißt du, so, verstehst du? Ich weiß, du sagst, es braucht noch Zeit. Eine Generation unter uns, die sind mit dem aufgewachsen, wir halt mehr oder weniger auch, also, oder wir versuchen, also wir adaptieren es so. Und die eine Generation nach uns, unsere Eltern, für die ist das schon too much. Wenn ich jetzt mir würde sagen, hey, darauf achten, wenn ihr Leute begrüßt, also auf Pronomen macht und so, oder check es, weißt du? Ja, fair. Und würde es auch wieder checken, aber wenn jemand sagt, wieso, ist nicht geil, ist übertrieben, oder nein, nicht mal ist nicht geil, aber einfach, hey, ist übertrieben, ich weiß nicht, was mit dem Pronomen anfangen. Auf so einem Leute sind die gekommen, kenne ich voll übertrieben. Dann ist doch gescheiter anhocken und dann sagen, hey Bro, es geht um das und das, wegen dem und dem. Und wegen dem ist für die Leute auch wichtig, dass du es richtig ansprichst. Und wenn dann immer noch sagt, die Leute übertrieben, dann kannst du sagen, du Hurensohn. Nicht? Ist gut. Jetzt bin ich fertig. Sorry. Du hast viermal wieder reden, aber alles gut. Also, ich habe das Gefühl, Menschen, die Pronomen benutzen, sind grundsätzlich offen für einen Dialog und erklären, wenn man wirklich fragt, so hey, ich check's nicht, erklären wir das. Ja, wir gehen jetzt nicht von Fragen aus. Wir gehen ja von dem Gespräch, wie so Setup. Also, look, vielleicht mal grundsätzlich für die unter uns, die vielleicht nicht wissen, wieso gewisse Menschen Pronomen in ihrer Bio oder im E-Mail oder auf Insta oder was immer haben. Also die Grundidee ist ja Visibilität schaffen für Menschen, die nicht aussehen wie klassisch Kategorie Mann oder Frau. So Menschen, die vielleicht genderfluid sind oder die trans sind oder non-binär sind und man nicht weiss, ich sage ganz ehrlich, in der Schule, wo ich bin. Ich sage jetzt 90% haben. Es gibt Menschen, denen siehst du vielleicht nicht auf den ersten Blick an, als was sie sich identifizieren. Ja? Aber in der Regel sind es. Nein, ich sage auch, man sieht es nicht. Sorry, ich habe so ein Ding. Aber weißt du, was denn sonst? Der will es bringen, aber egal. Und dann bin ich natürlich schon froh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin. Also, es ist so eine Vorstellungsrunde und sie hat gesagt, hey, mein Name ist, sag jetzt mal, Alex. Fix. Was ist Alex? Eigentlich männlich, aber kann auch weiblich sein. Kann auch weiblich sein, oder? Genau. Und, also und die Person dann, meine Pronomen sind sie, her, weißt du? Yeah. Sie, ihr. So. Yeah. So. Und ich meine, es gibt natürlich ganz viele Menschen, wo die Pronomen in ihrer Bio haben, obwohl du ganz klar siehst und jeder weiß, die Person identifiziert sich als Frau. Ja, fix. Also weißt du, so, das ist wie gar keine Frage. Ja, aber die machen es trotzdem. Die machen es trotzdem. Wieso macht man das? Damit man einen Safe Space erschafft. Genau. Damit nicht genau die Menschen, die halt genderfluid sind oder non-binär das nutzen, oder? Genau. Und ganz ehrlich, Bro, jetzt mal unabhängig von dem, bist du noch nie als Frau Koja angeschrieben worden in einem Mail? Doch, ich schon. Ja, ich auch. Ja. Also nicht als Frau Koja, wahrscheinlich schon, ja. Weil halt Leute, die in so, kann ich vielmals halt in so, also ältere Personen wissen halt nicht, ist Zerra tönt jetzt halt männlich. Oh.
Aber zum Beispiel Yilmaz oder Yoldaş kann auch als ein weiblicher Name, Exact. wenn man es nicht kennt, oder? Auch ein Scharmutter sein. Kann auch Scharmutter sein, genau. Und darum finde ich so Aussagen wie «ich check's nicht», finde ich so blöd, weil die Sache ist so, okay, also weil du es nicht checkst oder weil du es dumm findest, darfst du es jetzt nicht machen. Okay, wir haben kurz Technisches Problem. technisches Problem gehabt, es geht Da weiter. kommt das Bild von SpongeBob, sein technisches Problem von der Serie. Genau, also ich bin gerade am erzählen, es ist gerade um Pronomen gegangen und ich habe gerade gesagt, so, ich verstehe nicht, wieso Menschen können sagen, ja, ich check's nicht und es stört mich. Hä? Also was stört dich, dass in dem Also E-Mail unten steht, dass das ein paar Buchstaben mehr hat? Das check ich wirklich nicht. Also ich checke nicht, dass dich das stresst, das finde ich nicht korrekt, Bro. Weil es ist ja alles, eben, du kannst ja nicht Erwartungshaltung haben, dass es alle checken. Aber wieso stresst es dich, wenn du es nicht checkst? Eben, das ist jetzt meine Frage. Wenn es ihn stresst, sagen wir so, wieder etwas Neues, ein bisschen too much, ich will das nicht, ich finde es auch nicht nötig. Aber dann mach's nicht. Eben, und die Frage ist, würdest du mit ihm reden und sagen, ey, los mich halt zu, es kommt das und das, oder würdest du sagen, ja, du hast auch keine Ahnung, fuck off und weiterlaufen? Bro, also ich finde, es ist nicht Aufgabe von mir, jemand anderen erziehen. Oder Aber educaten. Wie wird er dann lernen, dass Weißt du, was ich meine? was Bro, wenn er lernen will, soll er sich informieren. Ich finde, das ist eine Informationshohlschuld. So, wenn du Meinst? möchtest, ich finde schon, ja, wenn du das also, wenn ich in meiner Bio, Ich bin jetzt nirgendwo, um mich informieren wegen der Pronomen, aber ich habe es von meinen Jungs und Kollegen. aber und dann den hast du ja Leuten Information bekommen, oder? Ich habe nicht gefragt, aber es ist Also geflossen. sind Ja. Leute zu dir gekommen und gesagt, so und das ist Pronomen? Oder hast du irgendwo das gelesen? Nein, jemand hat mal irgendwie geschrieben, schon länger her, so gefragt, so, ob ich Pronomen brauche. Und dann ich so, keine Ahnung, nein, was ist das? Mhm. Und nachher. Und dann hast du ja gefragt, oder? Du hast Information geholt. Ja, nachher, also er hat nachher gesagt, so, ja, das ist jetzt, du kannst hinschienen, ne? Hat er mir das gesagt? Also er hat nur gesagt, ja, weißt du, in deinem Fall, du bist halt Mach, so, ja, dann wäre wir him. Ja. Ja. Und nachher, ich so, okay, tamam. Und nachher, ich habe nicht weiter gefragt, und dann habe ich gesagt, ja, das Ganze kommt von dem, dann. Ja. Aber ja, Schau, tamam. wie auch immer. Also ich finde Ich finde so, es keine Hochschuld, Bro. Ich finde es keine Hochschuld. aber wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt und sagt, ich finde das blöd, Ja. es macht für mich keinen Sinn, Ja. dann erwarte ich vom Menschen, dass man ihm sagt, hey, deine dumme Ignoranz ist voll okay, ich erkläre dir das so und so und so. Nein, aber ich sage nicht, du sollst, es ist halt die Aufgabe zum jemand, es ist nirgendwo, es ist keine Aufgabe. Es ist doch in der Lage sein, wenn ich etwas sage, entweder kannst du mir erklären. Ja, Oder- wenn du fragst, kann ich es dir erklären. Aber ich mache es doch nicht als meine Aufgabe, zu jemandem gehen. Also ich bin ja eh nicht betroffen von dem, Ja. aber ich mache es nicht als meine Aufgabe, zu jemandem gehen und sagen, hey, du bist, weil es ist ignorant, Bro, es ist ganz einfach ignorant, weil wenn du sagst, ich check das nicht und ich will es nicht wissen, dann ist das ignorant. Ja, aber ich sage nicht, dass er sagt, ich will es nicht wissen. Was, er sagt, das ist mir zu viel, ich check's nicht, oder? Ja, ist mir zu viel, ich check's nicht. Okay, dann mach doch einfach weiter, wie du machen willst. Aber was interessiert dich, ob ich in meiner Bio Okay, oder in die meiner... Frage trifft völlig ab, warte schon, du gehst völlig woanders. Ich sage, sollte es den Raum geben, um den Leuten erklären, hey, um das und das geht, oder sollte man gerade sagen, hey, du musst dich, wieso checkst du nicht? Aber den Raum gibt's, Bro. Also ich verstehe die Frage nicht ganz in dem Fall, weil der Raum gibt's schon, hat es schon immer gegeben. Du kannst immer Informationen holen. Und Informationen können immer gebracht werden, aber Bro, es sind ja keine Missionäre dort, weißt du, die zu Leuten gehen und sagen, Nein. wo zu Leuten gehen, nein, du checkst mich glaube nicht, weil Leute gehen nicht an und sagen, ich informiere dich mit dem, auch wenn sie nicht wissen. Nein, das sage ich auch nicht. Aber du sagst, es ist keine Hohlschuld. Ich sage, stell dir vor, jemand sagt dir, ey, ich weiß es nicht, ich finde es nicht nötig, schon wieder etwas Neues, nein. Ja. So. Und dann gibt es ja Leute, die Person anficken. Ah, das, also anficken. Und dann sage ich, ist das schlau oder ist das nicht schlau? Hey, Bro, Ist ist das schwierig. berechtigt oder nicht berechtigt? Ist mehr das. Ja, finde ich schwierig. Also ich Ist finde, gescheiter zu sagen, hey Bruder, ich bin betroffen von dem. Ja. Sagen wir, weißt du, also, ja, ich bin nicht betroffen, aber sagen wir so, ey, ich bin betroffen von dem, ich kann sagen, scheiß auf das. ja, Du Hurensohn. ja. Oder sagst, ich bin betroffen von dem, du Missgeburt, los mich halt zu. Bro, Ich will, dass du checkst, wie das mir richtig ist. ja, ich weiß, ich kann das nicht sagen, Bro, weil ich finde Du so, bist nicht betroffen, aber ich kann. nein, aber ich finde so, wenn deine Gefühle in dem Moment verletzt werden, weil irgendjemand dich nicht ernst nimmt, dann reagierst du halt so, wie du reagierst, weil das sind deine Gefühle. Okay. Natürlich wäre der schönste Gedanke dahinter wäre ja, wenn du kannst sagen, hey, look, du bist intolerant zu mir, aber ich bin trotzdem tolerant und erkläre dir das. Ja. Das ist ein sehr schöner Gedanke und das ist glaube ich auch etwas, wo viel passiert. Aber wenn es dann mal Situationen gibt,
wo die Person dann vielleicht scheiße reagiert im Sinn von, ich wollte ihm das jetzt nicht erklären. Wie Bro, es ist auch ermüdend. Also schau, ganz ehrlich, wie viele von unseren Jungs von früher sind völlig anti zum Beispiel LGBTQ. Also weißt du, wie viele von diesen Leuten hassen Menschen oder denken schlecht über Menschen aufgrund von dem, wer sie lieben. Also weißt du, was ich meine? Jetzt willst du mit so einer Person gut diskutieren und ihr erklären, dass Schwulsein okay ist. Ich persönlich, ja. Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Menschen, mit denen macht es keinen Sinn. Ich weiß, aber ich will es versuchen, Bro. Scheißegal. Okay, ja, das ist schön. Also Bro, weißt du, wenn zum Beispiel ein Cousin von mir kommt und sagt, alle Schwulen sind krank und so, dann würde ich sagen, wie meinst du das? Und dann würde ich auch mit ihm reden, Bro. Ich würde sagen, hey Junge, das geht nicht. Die denken, du weißt nicht, wie weit du kommst mit dem, aber garantiert nicht weit. Okay, fair, aber das Ding ist, ich und du, das ist nicht ein Kampf, wo ich und du führen müssen. Logisch nicht, logisch nicht. Also nein, ich meine, ich und du sind dem nicht ausgeliefert. Also es kommt nie irgendjemand und fickt dich oder mich an, weil wir hetero sind, ja. Oder? Das heisst, wir sind auch nicht müde von dem Fight. Logisch. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel, wo halt schwul ist, oder als Mann einen anderen Mann liebt, tagtäglich mit dem konfrontiert wird und die Person muss dann zum Beispiel jetzt auch noch erklären jemandem, dass er nicht falsch ist oder auch noch jemandem erklären, dass die Pronomen für ihn ein Safe Space sind, verstehe ich, wenn man nicht immer gut reagiert. Unter den Umständen sicher, safe. Anders so das. Ja, ich glaube, wir sind zu tief ein bisschen da rein. Brutal tief haben wir nach 30 Minuten eine Frage habe ich gestellt. So. Wir haben Sachen in die Diskussion gebracht, die gar nicht nötig wären, aber egal. Nein, ich finde es nicht, weil ich finde, man muss darüber reden, Bro. Ja, nein. Oh mein Gott, sicher musst du darüber reden. Ich sage nicht, ich fick dich einfach nicht an, gell? Okay, schon gut, pass auf meine Hand. Aber nimm du die scheiß Hand. Heb deine Fresse, Alter. Es ist garantiert unnötig, aber das Gespräch ist nicht in die Richtung gegangen, wo ich gedacht habe. Ich dachte, wir können so eine Diskussionsrunde, weißt du? Das ist ja eine Diskussionsrunde gewesen. Und nachher ein Foto zum anderen, weißt du, so checkst. Eine Diskussionsrunde. Also ich habe es sehr spannend gefunden. Aber komm, gehen wir mal auf Fragen über. Was haben wir für Fragen bekommen? Okay, also. By the way, der Abi hat aufgehört. Roger Abi. Oh, der Roger Federer hat aufgehört. Ja, ein schlimmer Tag für die Schweiz, man. Ganz schlimmer Tag für die Schweiz. Das Einzige, was sie zum Bieten haben. Ich bin letzte im... du bist ja dabei gewesen, Bro. Sorry, wir sind ja in Aarau. Ja. Yeah. Mit dem Fabio ja. In einem Comedy. Genau, ja. Und dann ist ja so... Dann ist die Information durchgeflossen. Aha, dass Roger Federer der Rücktritt. Genau. Die Hälfte sind unter Tränen von dem Saal rausgelaufen. Genau. Aber weißt du noch, in dem Backstage. Elisabeth von der Roger. Weißt du noch, wo wir in dem Backstage waren mit dem Fabio und dem Kiko? Ja, Backstage. Und genau, wir sind im Backstage von Backstage, egal. Ja. Und dann ist der Kiko gekommen und hat gesagt: Ey Jungs, ich habe gehört, Roger Federer ist schwul. Ja, fix. Es ist etwas, was ins Umgeht. Ich habe noch nie gehört. Erinnerst du dich noch an die Dinge? Ungefähr, ja. Und dann er so, ja, weißt du, Rücktritt und so, jetzt, weil damals, wo der Roger berühmt wurde, ist es noch nicht so okay gewesen, als öffentliche Person sich als homosexuell outen. Und dann hat er noch so gesagt, dass seine Frau und all die eigentlich von der Agentur gestellt sind, oder so Showfrauen. Und der Kiko hat das ja völlig... er ist voll reingegangen, ja. Er hat das völlig ernst genommen und er so, ja, und ich weiß auch, mit wem er zusammen ist. Und der Roger Federer ist anscheinend zusammen mit dem Manuel Neuer. So, also das ist so das Gerücht, das in der Szene anscheinend umgeht. So. Die Theorie ist, wenn der eine einen Rücktritt bekannt gibt, zieht der andere nach. Das heisst, eigentlich ist jetzt ein neuer Nazi, aber bekannterweise. Aber der Neuer ist ja jung, oder? Nein. Er ist auch nicht so 34, 33, 34, 35, aber Bro, also mit der Saison, du darfst wahrscheinlich nicht Rücktritt machen, nur für seinen Schatz. Stell dir vor, Mann, Neuer und Federer. Bro, es wäre easy, Bro. Es gibt ja immer wieder Leute, die sich auch jetzt häufiger im Sport und auch sagen, einfach... Ja, ich kann dich wieder fragen, so, könntest du jetzt aus dem Stegreif Fußballer sagen, die sich als schwul geoutet haben? So auf die Schnelle? Ja. Wow, Bro, es sind immer wieder welche Namen aufgepoppt, aber es sind nicht so die berühmten Namen, verstehst du? Schon, ja.
So, die du nicht kennst. Immer noch kein Thema. Krass. Nein. Aber Ronaldo wahrscheinlich schon, ja. Wenn der Dennis willst fragen. Stimmt oder stimmt nicht? Bruder, letztes Jahr bin ich vom Balkon. Ich war jetzt mit meinem Cousin zusammen, mit dem Dennis. Der typisch. Bruder, ich habe keinen Mensch gesehen, der Ronaldo so hasst wie er. Oder wo der Messi so vergöttert wie ihn. Mehr als du? Bro, ich hasse ja nicht den Ronaldo. Aber du Messi liebst ja. Ja, ich sage einfach nur, ich vergleiche es nicht. Das ist wie vergleichen, keine Ahnung. Das ist wie mich mit Josh Negroni. Josh Negroni ist klar besserer Filmemacher. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall, Bro, letztes Jahr ist mir so vom Balkon gewesen, ich, Gilly, er. So 3 Barca-Fans unter sich. Und ein extremer Ronaldo-Hater. Wer? Also Dennis. Der Dennis. So, der Gilly hatet auch den Ronaldo, aber er hat nicht gewusst, dass Gilly so ausrastet. Der Deno. Bro, ich bin am Handy. Nachher, er ist gerade vor kurzem gewesen, Europa League. Man hat Europa League gespielt. Das ist so... Das ist so das schlechte... Genau, Champions League. Und Ronaldo will der Sommer die ganze Zeit gehen. Also ich spiele nicht in einem Verein, der keine Champions League spielt. Er will gar keinen wählen, weißt du? Bro, warte mal schnell. Mein Fußballwissen jetzt wirklich... Du musst noch schnell rekonstruieren. Genau. Der Ronaldo hat mal bei Man U gespielt, oder? Das ist zu... Man U, warte, sag's nicht. Dann ist er zu Real. Ja. Von Real zu Juve. Ja. Und dann von Juve zu Gala? Nein, PSG? Nein, direkt zu Man U. Ah, zurück zu Man U, Zurück zu Man U, zurück zu der Wurzel. Ja. Und jetzt, Man U ist nicht in der Champions League. Sie haben sich nicht qualifiziert, sie sind nicht gelangt. Also nicht wie mein Traumverein. Genau. Die sind noch viel, die sind nicht gelangt. Und eben auf jeden Fall, wir müssen noch diskutieren, weißt du. Und ich habe so Jungs haben gesehen, heute hat Man U gespielt und so. Die so, was? Ich so, Ronaldo hat Goal gemacht. Und dann sage ich Goal, weißt du. Und nachher, in dem Goal von Ronaldo siehst du so, es ist ein Penalty. Ja. Nach dem Cousin. Man, nur so kann er mit der wieder Goals machen, weißt du. Ich so, easy und so. Er so, wie alt ist der eigentlich? Weißt du das gut? Aber ich so, keine Ahnung, Bro, weiß nicht und so. Nachher schaut der Gigi so, ich weiß auch nicht. Ich so am Handy, ich google, ich schaue so Uhr, ich so, er ist 37, ich sage mein Cousin so. Er ist 37, der Ronaldo. Ja, irgend so etwas. Krass. Bro, ich mach so mit dem Handy, ich mach so. Ja. Er ist 37. Und während ich nachschaue, er schaut permanent so. Ja. Ich so, was ist? Schade, hat der Hurensohn jetzt einen Klick mehr bekommen wegen dir. Meinst du ernst? Er hasst ihn so fest, hä? Er so, ich gönn ihm deinen Klick gar nicht. Was google ist der Hurensohn? Der Deno hat letztens ein Bild gepostet vom Ronaldo. Ja. Und er so, ey, wieso sieht der aus wie die Shisha-Bar Kanake? Ja. Und wieso sieht seine Wohnung so billig aus, Mann? Also jetzt ein anderer Dino. Oder mein Cousin? Ja, nein, ein anderer Okay, Deno. der Ein andere. anderer Deno. Aber ich muss halt schon sagen, ich glaube mal, also kann es sein, dass er voll kein Englisch kann, gell? Ey, Doch, er kann schon, aber es ist schon... du bist auf dem richtigen Pfad, ja. Also können wir mal schnell ganz ehrlich sagen, auch völlig nicht wertend gemeint, aber ein Großteil von den Fußballer sind schon dumm, Bro. Fast alle, Bro. Also wirklich dumm, oder? Also das muss man schon sagen. Bro, also... So Fußballer sind wie so Kardashians, so keiner weiß eigentlich, also die Nein, hätten eigentlich ich- nicht sollen berühmt sein, Bro. Bro, die werden ja auch berühmt. So, die wollen ja auch nicht berühmt werden, die werden ja auch berühmt, weil irgendwelche Leute so sie promoten und irgendwie, weißt du, Agenturen und so weiter und irgendwie... Harry Maguire. Weißt du, so ihre Spielberater, aber Bro, das ist krank, Bro. Ey, mit 16 verdient die Millionen, Mann. Ja. Komm und sagt er, easy, Studium wichtig. Von irgendeinem Nein, Bro, Favela du so. kannst ja auch nicht, also du kannst ja auch schlau sein und nicht studieren, aber ich meine, Ja, du meinst das andere Ding, ich dachte, du meinst akademisch, okay. nein, ich meine, viele sind auch nicht intelligent, Bro. Ja, Also so, Ronaldinho muss da futzdumm sein, Bro, sag dir ganz ehrlich. Das ist die Legende himself. Weißt du, er ist in Knast gewesen. Ich weiß, du hast mir erzählt, Ja. er ist ohne Pass. Er ist mit Pass gegangen, aber mit gefälschtem Pass. Alter, als würdest du nicht wissen, wer das ist, weißt du? Ja, wirklich. Die ganz verfickt. Und der war ich in Er hat- Uruguay. Nein, aber er hat einfach paraguayischen Pass gehabt. Und dann die so, ja, aber das Foto ist nicht wie du aus. Er so am zeigen so. Er so, nein, es ist nicht wie du aus und so. Er ist direkt nachher, er ist einfach Knast gewesen. Original in Südamerika, Bro. Also er hat versucht mit einem gefälschten Pass. Reise, ja. Aber man hat doch gecheckt, dass es der Ronaldinho ist, oder? Also, Bro, das Problem ist, glaube ich, dass der Pass gar nicht, also dass er erstens gefälscht war,
Sie haben ihn wieder können scannen, sehen, was läuft mit dem Pass. Dann hat er herausgefunden, er reist mit einem gefälschten Pass und wegen dem ist er in den Knast gekommen. Aber ich meine, Verstehe ich, auch wieso- wenn, du Ja. siehst doch, dass es der Ronaldinho ist. So, Es ist nicht ein gefälschtes Bild von ihm oder so. nein, Bro, aber wenn ein Ronaldinho vor dir steht, dann steht, dann, und du siehst im Pass steht nicht Jesus Ronaldinho, oder so. Ja. dann denkst du doch, Bro, du heißt doch Ronaldinho. Ah, alles stimmt, alles im Pass stimmt. Der Pass ist nicht echt. Aber wieso macht er das? Keiner weiß. Bruder, keiner Es weiß. macht doch keinen Sinn, Bro, der hat doch einen Pass. Bruder, der hat Millionen, wahrscheinlich auf den Pass. Er so. Obring. Ohne Sinn, Bro. Ohne Hola a todos, my name is Ronaldinho, this is Chakas. So ein dummes Ding. Ja, Ja, das ist war krass gewesen. Bro, es gibt ein paar lustige Fußballer. So, vielleicht hast du auch Hutgeschichten von Fußballern, die fast erreicht haben. Aber dann Kreuzbandreis und so. Ja, ja. Also ich finde persönlich der lustigste Fußballer, wie heißt der kleine, ich glaube es ist Nugo, wo bei, das ist ein Video, wo alle so, wo alle Englisch reden. Please help him and he'll support. Ah, du meinst den von Chelsea. Also, Ja, ist der Kleine, Ja, das ist der Eden Hazard. Der, ist, der Hazard, der lässt sich Belgien, so ja. kaputt, Ja. glaube oder? Ja. Du siehst, die stehen alle dort und irgendeiner sagt, please help. Und der Hazard fängt voll an lachen, Bro, ich liebe das Video. Bro, es gibt so ein Video, wo der ein Fußballspieler, Deutsche, Timo Werner, der geht einfach nach einem Match, ist einfach gut Döner kaufen. Einfach so entspannt. Ja. Er geht zu Dönerstand. Ist das der Deutsche, der wie ein Kenner geredet? Der, der bei BVB gespielt hat? Ah ja, das ist der Erling Haaland. Ah ja, Das ist war Legende. so, Inshallah, mashallah. Das alte ja. Das andere nach einer Woche. Nach Paros mit das. Ja, erzähl weiter, sorry. Ey, Bro, er geht sogar Döner holen, Ja. weißt du? Und nachher, sie machen so Foto, weißt du? Also nicht der Döner-Typ hätten ihn erkannt, sondern Fans, die drin sind. Mhm. Machen ein Foto mit ihm und so. Und dann fragen sie ihn so, ey, stabil, weißt du, wieso? Also, gönnst du öfter so Döner und so? Also, ja, ich esse öfters Döner. Also, Ah, danke, ich habe nicht gecheckt. Ich sah, das ist ja nicht so. ich hab gedacht, du hast nicht gehört, vielleicht. Du so, ich noch gelacht. Auf jeden Fall, Bro, sagt er ihm wie so, ey, Bro, weißt du, natürlich, Wie sagt er? wie die Deutschen kennen sind, sagen so, ja, lad mal hier und so, weißt du? Ja, Ich hab mal einen Döner und ja. so. Bro, er hat Döner, Bro. Und natürlich den Story gemacht. Timo Werner da, ne, sag Döner, Bro. Es ist Ja, kein, die ist denn der? es ist kein, Bro, er ist jünger als mir. Ja. Er ist keine 15 Minuten gegangen, Film- Roller, Film- Leute Film- mit Taschen, ja. Buchtaschen. Ja, Bruder, lad hier. Scheiß mal ein Foto mit ihm, lad mal hier. Krass, Alter. Ja, Mann. Ja, also ich glaube so, wenn du Fußballfan bist, Ja. ist ja der Ibrahimovic eine Legende, oder? So, Er ist also ganz wie klar das, Legende. So, was so Sprüche anbelangt. aber ich finde ihn und- einfach ein kompletter Hurensohn, Bro. Ich muss sagen, so, Darf man fragen, wieso? Bro, das eine Video, wo er einfach so jemand kickt, während der ein Interview gibt. Das ist ein Teammate, ja. Bro, wieso, also weißt du so, Bro, das ist wie keine. okay, aber er ist ja auch zeigen. mega arrogant, nicht? Also wirklich so. Nur eigentlich, also, Ich glaube nur, er weißt ist, du, er ist easy selbstbewusst, weißt? Ja, Er ist wenn nicht es um arrogant. Fußball geht. Wenn Leute, also, Ja? und manchmal, er sagt auch, ich habe das Buch im Film gelesen, er sagt auch, ab einem gewissen Punkt tut er ja, also manchmal kommen Interviewer so komische Fragen stellen, dann denke ich mir, wieso, Bro, was ist dein Job, willst du etwas aus mir rauskützeln? Ja, das verstehe ich voll und Und ganz. nachher macht er einfach aus Trotz macht er so mit. Verstehe ich voll und ganz. Aber er wird ja in der Fußballwelt schon ein bisschen als so der Arrogante angeschaut, oder? Ja, also mittlerweile nicht so, aber früher ist es schon extrem gewesen, ja, fix, safe. Jetzt ist er urlange oft verletzt und so, aber früher, wenn er gespielt hat und so, und dann, Er hat doch irgendwann mal zu LA Galaxy gewechselt, oder? ja, voll. Was ist das gewesen? Ey, das ist, ich habe ihn gefragt, wieso nicht auf China und so weiter. Mhm. Und er Das hat ist ein Money Move gewesen, oder was? nein, es war kein Money Move, gewesen. Er hat dort weniger verdient als schon vorher. Das war gar kein Money Move, gewesen. Er hat das nur gemacht. Also, er sagt so, ich will die Welt erobern, so sagt er. Und ganz ehrlich, Bro, ein Spieler von seinem Kaliber, abgesehen von David Beck, also ja gut, Thierry Henry schon, aber er ist zu seiner Der ist bei Arsenal gewesen, gell, Thierry? Ja, voll. Aber der Ibra ist so, er ist am Brennen, er kann immer noch rasieren und 700 Goals machen in einem Spiel. Und dann ist er zu dieser Prime, zu dieser Topzeit ist er zu LA. Einfach zum zeigen, ich kann auch mit der dreckigsten Mannschaft. Ja, er hat einfach erster Goal von ihm, Bro, ist Fahrrückzieher gewesen. Mhm. Direkt, irgendwie 20 Meter oder so, Fahrrückzieher. Aber ich meine, was ist der Grund? Wieso geht er zu LA Galaxy? Das ist doch kein... Ich persönlich sage,
den Namen Ibrahimovic noch weiter bekannt machen. Sag ich. Aber das ist doch keine krasse Mannschaft, oder? Also, ich habe es noch Das ist nie... auch keine krasse Liga, Bro. Eben, das macht doch keinen Sinn. Das ist nur, Bro, er ist dort und er hat jenste Marketingverträge, er hat so bei Jimmy Kimmel immer wieder gegangen und so. Ah, Es ist so, dass er Promo-mäßig ein bisschen. Also ich sage, Wahrscheinlich schon. er hat auch gesagt, für seine Familie ist auch geil, weil er weg will von Europa. Ja, Und in Europa wird er immer wieder erkannt, weißt du? fair. Er soll rumlaufen mit der Kann Familie das, und so, ja. Lust. Klar, du weißt ja, wie es ist. Ja, genau. Genau. Wenn, Ich weiß, wenn ja. du Wind rumlaufst. Darum kann ich auch so fahren. Auch. Ja, schnell, Bro. Gugus Ja, geblieben. Bro, es ist so. Es ist Und so. Bro, es gibt ein geiles Interview von ihm. Mhm. Da merkst du, dass der Ausländer in ihnen ist. Der Ja. richtige Ausländer. Es hat in seiner ersten Saison hat er irgendwie 21 Goal gemacht. Mhm. Das eine kam mit 28 Goal, irgend so etwas. Einfach Ja. mehr als er. Und dann fragt ihn einer so, Carlos Vela, heißt er? Also Carlos Vela now scored 28 goals, you 21. Do you still consider yourself as the best player Ja. of MLS? Nachher so, by far. Weißt, nachher so, Wagon? So, weißt du, wieso? Er so, wie alt ist der andere? Weißt du direkt wieso? Wie alt ist der andere? Ja. Er so, 30. Er so, and he's in his prime. Er so, ja. Er so, wer war I when I was in my prime? Ja, fair. Er so, ja, Europe. Er so, big difference, Bruder. Nein, weißt du, so der richtige, so der Ausländer-Talk, Ja, weißt du? ja, Und wo er checkt, der Army dort, er so, okay. Ja, fair. Ich Ja, mach dir ein paar Fragen, Ja, das Mann. muss jetzt ein bisschen Dings werden, ein bisschen Dings reinkommen, die Folge. Ja, ich kann auch schon. Ich muss sagen, Berisha F85 hat eine Frage gestellt. Ich habe die gestern gelesen, ich habe kaputt gelacht. Mhm. Okay, frag. Osama Bin Laden ist im Gulag mit dem Hitler. Ja, Einer müsste gewinnen und ihr entscheidet wer. Bin Laden. Schon. Ja, Ja, scheiß Hitler, Bro. Ja. Bro, Lust auf zweites Nazi-Reich. Lust. Ja, Bro, nur weil er jetzt wieder überleben wird, heisst nicht, dass er wieder an die Macht kommt, Bro. Aber ja, fair, wenn wir davon ausgehen, dass einer würde überleben und nachher quasi weiter würde gehen. Bro, ich meine, wie lange ist der Bin Laden in seiner Höhle am Chillen gewesen und Sehr lang. ich habe gar nicht Shisha gemacht, Bro, Minz, weißt du? Er hat am Chillen. Shisha Minz, Herr. Er so vor 5 Jahren Leute Terror rumbauen, er so, old me, Bro, man, was soll ich sagen? Es gibt ja noch die Gerüchte, dass er anscheinend noch leben sollte, irgendwo in Jeder, der gestorben ist, lebt in Argentinien. Ja, irgendwo in Südamerika. Wobei- Hitler, Tupac, Bin Laden, alle dort auf Biggie. einem Rave. Nein, fair. Ja, fair, ja, ist eine gute Frage, aber Bin Laden. Weißt du, mit meinem Kollegen, der jedes Jahr an 9/11 das Profilbild von Bin Laden angetan hat? Auf Facebook, Ja. wilde Zeit. Wegen Fuck the System von Nein, Amerika. und geschrieben, frohe Weihnachten. Oh mein Gott. Hey, nein. Das ist auch der Typ, der während dem. Gnadenlos. Es ist der IS-Krieg ist auf dem Peak gewesen. So richtig, jeder hat gewusst, wer IS ist, sogar Leute im Dschungel. Sogar Leute aus Vinti. Genau. Und er hat eine Story gemacht, bevor er abgeflogen ist. Am Zürich Flughafen hat er geschrieben, Alhamdulillah, vom Weg ins Heilige Land. Oh mein Gott. Er hat Und nichts hat geschrieben, fliegt nach, also weißt du, kannst schon auswählen, wo du schreibst, fliegt nach Araka. In Syrien, weißt du. Der hat gar nichts gekannt. Der Bruder hat Leben durchgespielt. Er hat Sachen gemacht, gejuckt. Ja, Er hat gesagt, ich will auch das System strapazieren, aber schauen, wie lange es geht, bis ein Brief kommt. Ja, Mann. Wild gewesen. Gut. Der Deno fragt, wie würde euer Leben aussehen, wären eure Eltern nicht geflüchtet? Ich wäre ein Job mit 14 Chefs und ich hätte jetzt 3 Kinder. Ich habe meine Cousine geheiratet und sie wahrscheinlich alle 2 Tage verprügelt. So wie das halt so das Dorfleben ist. Nein, das. Nein. Nein. Ist auf einmal ruhig geworden. Ich habe Cancel Culture jetzt altern, weißt du, ich muss sagen, Cancel Josh, ich denke über Kurt, aber schwierig, Bruder, ist Josh nicht gerade. Bruder, also sag auch Leute haben ehrlich, versucht, aber ist nicht Bro, ich habe mitgekommen. meine Mutter letztlich gefragt. Ich so, was wäre passiert, wenn du so dünn geblieben wärst? Und sie so, ja, ich hätte irgend so einen Zippi geheiratet, hat sie mir gesagt. Und wahrscheinlich von ihm mein Leben beeinflussen lassen. Bro, ist schon wild. Man, du bist ja nicht im Dorf drin gewesen. Ja. Wie war es? Die Menschen sind, also Also könntest du das Leben dort vorstellen? Bro, ich muss schnell kurz sagen, Ja. die Menschen drinnen, also auch in Istanbul und so, ich verstehe, Bro, weißt du, Wirtschaft ist am Arsch, Bro. Aber, Sie hören nicht auf Bumsen, Bruder. ja, aber weißt du, Bro,
ich sage halt einfach so, aber müssen wir wegen dem hässliche Frisuren haben, Bro? Also weißt du weißt, wie die Leute rumlaufen, Bro, die Jugendlichen, Die Bro. laufen. Jetzt das hast du, glaube ich, erst gekommen, so mit Seite und so, aber vor dem ist Tektonik gewesen. Bro, der ist einfach Hangelü 2010 oder so, Bro. Bro, das ist wild, Mann. Ja, Ich bin schon froh, bin ich nicht... Also niemals, never ever, zu keinem Zeitpunkt, dass er für mich mehr Mutprobe, als dass ich dort 10 Jahre leben oder einfach mein ganzes Leben verbringen. Niemals. willst du machen, Bro? Blöd ist, Mann. Aber was willst du machen, Bro, was willst du machen, Bro? Es hat jeden Tag die gleichen Ziegen aufs Es Feld ist- bringen. Irgendwann schaust du die Ziege an und denkst so, Öfters. Cancel Josh, jetzt offiziell. nein, Bro, das ist was Cancel passiert, Josh. Bro. Wo ist 4 Pfoten, wenn man sie braucht, Bruder? Wo Das ist ist- 4 Pfoten? Bro, das ist was passiert. Aber ja, erzähl weiter. Bro, niemals in meinem Leben würde ich im Dorf leben. Niemals. Mm. Und alle, wo Story machen im Dorf, find yourself, Bio, Natur, es ist so geil, ich habe Bestes im Dorf, du lügst. Du lügst. Bro, also ich würde schon gerne mal den Toprach anschauen dort, weißt du. Normal, aber anschauen ist etwas anderes, jedes Jahr ist gerade etwas anderes. Das ist fair, ja. Nein, das würde ich nicht. Bro, ey, ich habe mit mir diskutiert, ich habe 3 Tage gehabt das Jahr dort, 3 Tage. Nur Hochzeit, meine. Du hast wirklich durchgezogen, du hast den Speedrun gemacht, Bro. Bro, Ich komme mal, also 3 volle Tage habe ich gehabt. Der erste volle Tag, meine Mutter sagt, gehen wir meine Eltern besuchen im Dorf. Also gehen wir. Zweiter Tag Hochzeit, dritter Tag mein Vater, gehen wir meine Eltern besuchen. Ich so, Bruder, ich habe 3 Tage Ja, und jeder einzelne wie gefickt. ja, fair. Was kann ich machen da? fair. Aber was würdest du machen sonst im Dorf? Habt ihr bei euch im Nichts, Dorf nichts. so ein bisschen Gewässer? Ja, schon ein bisschen Bro, weiter weg. scheiß mal, mein Großvater hat einen Pool gemacht, original. Nein, aber Schon? ich meine in... Ja. Einiges. Also du ne vom Feld. Okay. Also er fühlt einmal einfach und dann, wenn die Kinder langweilig ist, sie kommen bedienen. Manchmal Stress sind, dann geht er motzen, manchmal Stress nicht, alter Mann halt. Ja, aber krass, Bro, krass. Also ich meine aber so, weißt du, wandern und so, kein Thema dort. Bro, dort fightest du Frühling. wie Wandern. Was hast du gesagt? Dort fightest du gegen Schlangen wie Wandern, Bro. Frühling oder Herbst, Max. Sommer vergiss es, ne? Bro, was ist das? Also, ich kann mich entweder mit einem Dildo ficken oder so. Ganz einfach, Bro. Ja, Bro. Stimmt oder stimmt nicht? Das wäre auch okay, Bro. Aber Ey, du, mir scheißegal, aber Bro, also ich habe einmal im Leben ich versucht, im Sommer dort ein bisschen länger. ich dachte jetzt etwas anderes. Ich habe einmal versucht, mir einen Dildo nachzuschieben. Ich kann mal wissen, wie das ist mit Ich dem was lit. XXL-Kondom. Ich habe es weiter Kabels. Okay. Nein. Aber an danke. Okay, jetzt mit Handy. Auf jeden Fall, ich habe einmal versucht, im Sommer länger laufen im Dorf. Mhm. Nicht gut gekommen. Das ist nicht gut gekommen. Nicht gut gekommen, Bro. Ja, fair. Ich bin am Laufen gewesen, Bro. Ich laufe. Und dann höre ich so ein Geräusch im Gebüsch. Normal, schieß. Mhm. Was können sie? Weißt du, ich so, gerade automatisch Schlange. Ich habe schon den Tod vor mir gesehen. Ja, fair. Meine Großmutter sieht mich von weitem. Sie so, was machst du? Ich bin am Laufen. Kommt sie so, Bro, packt die Schlange, boom. Ja, Franz. Sie geht in den Gebüsch, sie so. Einfach um wegrühren. Sie so, lauf wieder heim, weißt du, da am Abend hat Schlange und so. Krass. Ja, Bro. Ich so, Bruder, Aber so giftige? Oder so Ringelnatter-Style? Bro, sind schon giftig, aber es ist nicht so, wenn du jetzt ein bisschen wirst, also 30 Sekunden. Krass. Ja, Mann. Dorfleben, Nein, wäre glaube ich nicht. für den Grammy, ja. Für echtes Leben nicht, nein. Also weiter? Also, habt ihr euch schon mal überlegt, Stand-Up-Comedy machen? Also du, Joshi, ja? Mhm. Ja, also ich glaube, die Frage steht ja beide, oder? Ja. Aber bei dir ist der Fall klar? Mhm. Aha. Nein, weil wenn ich wieder anfangen hätte, ich auch nichts davon. Oh. Okay. Nein. Aber jetzt mal ernst. Nein, Bro. Ihr zwei auf der Bühne wirst schon? Gute Also Kombo. ich selber habe nie... Es gibt nicht so viele Leute, die das zweite Comedy machen und erfolgreich sind. Ja, fair. Und ich wollte, also weißt du, wie stellst du das vor, das zweite, weißt du nicht? Ja. Ja, Also- oder ja nicht unbedingt zusammen das zu machen, sondern auch, ich weiß nicht. Ja, aber du allein mal Stand-up und so? Hey, ich hab's nicht. Schon gut. Nicht für dich? Nein, ich denke nicht. Lieber Dings. Weißt du, es wäre geil zum können. Kennst du Leute, die das Mund nicht bewegen, aber nachher weißt du, wie Ah, reden? mit der Puppe. Ja, no, Kennst du den Ahmed, der Ja, genau. Terrorist? Ja, genau. Der ja, der- YouTube übernommen dazu was. Das Ja, war das krass verstehe ich. gewesen. Eben, das zum Beispiel, der hat das im 2022 rausgebracht, der Ahmed.
Der wäre gewesen, Bro. Dem seine Karriere, seine Familien, seine Kinder, Fair. die wären Fair. in der Schule da mit kommt. Hä? So what now? I'm a terrorist to you? Mit der Tasche. Listen. Ich wurde gestresst. Ran jetzt, du wirst. Ran mit der Bombe, du wirst. In der Pause. Sie hat eine Bombe im Rucksack. TikTok, ran, Mann. Weißt du, früher, Bro, du bist wahrscheinlich genau gleich so. Ich bin nicht so ein Gewalttyp gewesen, ich habe nicht geschlägt, aber ich habe einfach viel Scheiß gemacht. Und ich habe richtig viel Lügen. Bro, Mann. In der Schule, ich habe schon... Bro, ich habe einmal... Schau, Bro, ich sag dir ganz ehrlich. Ja, die mir. Ich habe viel so Leute, die gemobbt worden sind, beschützt, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich. Normal, Robin Hood. Nein, Bro, Wallah will ich habe beschützt, Bro. Ja, safe. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich die ein oder andere Fuß kassiert habe, Bro, weil ich ein paar Leute... Weil die falschen Leute in den Rücken kannst. Bro, und es hat noch einen Nuttensohn gegeben, ich sag den Namen jetzt nicht, weil er ist immer noch ein Nuttensohn, aber jeder hat Angst gehabt vor ihm, Bro, in der Schule. Und er hat einfach aufgemockt. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, er ist so zu mir gekommen, er so, noch einmal, dann siehst du nach der Schule, dann bin ich zu ihm angegangen, ich so, okay, ich warte da nach der Schule, ich fick deine Mutter. Und er so, du siehst schon, ich so, ja, ist gut, ich sehe, ich warte da und so. Und nachher er war in meiner Parallelklasse gewesen. Ja, bist du dort gewesen eigentlich? 2. Oberstufe. Okay, stabil. So 12, 13. Ja, und dann bin ich während der Pause, 5 Minuten Pause, bin ich aufgerannt, habe die Tür geklopft, von der Lehrerin macht auf, ich sehe ihn, weißt du? Ich so, ja, ist schon, du siehst. Weißt du, so, du nicht, gell? Ich so, du nicht, gell? Nicht vergessen. Lehrerin so, vergiss nicht. Ich so, vergiss nicht, du nicht und so. Er so, du siehst schon und so. Nachher war du nicht, Bro, ich bin ready gewesen. Nachher kommt er und der hure Missgeburt. Einfach, er steht dort, aber sein älterer Bruder, der schon seit 2 Jahren nicht mehr... auf Berg ist. Also seit 2 Jahren nicht mehr in der Schule ist und noch keine Lehre gefunden hat und sein behinderter Holzkopf von Cousin, der noch älter ist und der nichts anderes macht, als den ganzen Tag dort Call of Duty zocken, weißt du? So. Yeah. Und der ist dort hingestanden, so wie ein Wiesel, Bro, ich vergiss es nicht, Bro. Und er so, ja, komm jetzt. Ich so, und die so, ey, wieso fickst du mit Cousin und so? Ich habe gesagt, er soll kommen, weißt du, weil er hat ja krass geredet. So, er soll kommen, dann regeln wir das. Hast du das so gesagt, original? Ich schwöre, bei Gott. Bro, du hast Eier zeigen, aber Bro, ich bin wirklich hässlich auf ihn, Ja, er hat zu krass da. Und er hinten, immer noch. Mann, wie redest du, du siehst schon und so. Und Bro, nachher hat mich die Jungs verprügelt. Aber Bro. Bro. Aber ich bin mit meinem Mann gestanden. Wie hast du jetzt 5 Minuten aufgebaut, nur zu sagen, ich habe kassiert, oder? Bro. Ich habe andere links, oder? Nein. Ich bin Vater gerade untergekommen. Aber ich bin noch am Boden gelegen, nachdem ich die 2 Eltern. Und dann habe ich ihm, während sie weglaufen, ich so am Boden, ich so, allein kannst du nicht kommen und nutten so. Und ich bin mit dem Mann gestanden, Bro. Ich habe kassiert des Grauens. Aber ich bin mit dem Mann gestanden und ich schwöre dir. Dankeschön, Bruder. Wallah, Billah, Bro, ist so gut, auch wenn die Story so alt ist, ich schwöre, du hast Respekt mitbekommen. Bruder, Wallah, ich schwöre. Bro, ich schwöre dir ganz ehrlich, der Typ, die nächsten so 1,5 Jahre, wo noch ist. Gehen wir die nächsten 1,5 Jahre, wo noch ist. Gehen wir gar nicht suchen, Bro. Die nächsten 1,5 Jahre, wo gsi sind, er hat mir nicht mit Augen geschaut. Ich habe kassiert. Aber ich habe meinen Stolz nicht abgeschlagen, Bruder. Steph! Bro. Der war ein Nuttensohn, Mann. Bro, ich habe auch nie geschlägert in der Schule. Aber, also auch mein Vater, weißt du, er ist so vor Anti. Also, Bro, zum Beispiel, wenn ich mit Militärsachen, weißt du, es sind da mal eine Zeit lang Militärtrainerin gewesen. Ja. Ich habe welche kaufen, mein Vater. Findest du Krieg geil? Willst du Krieg gehen? Soll ich schicken? Ich so, ist geil. Ich kann nur Militärtrainer werden, weißt du? Er so, ja, komm, ich zeig dir Krieg, komm. Und er hat gesagt, also, in meinem Haushalt gibt es 2 Tabus. Farbe rot. Nein. Hat er gesagt? Nein, aber er hasst die Farbe einfach. Bro, er hat gesagt,
Militärsachen legt er nicht an. Also der King Kurd, Alter, ja. Ich schlage ja. Ja. Und er hat gesagt, ihr geht nicht mit Trainer in die Schule. Wir sind gegangen, weil wie willst du kontrollieren? Erst am 6. Morgen aus dem Haus. Ihr so Jeans und oben dran Trainer. Wenn er kommt, scheiße. das. Nein, anders, Bruder. Bro, auf jeden Fall. Ich habe jemals einen 4er Unterschied. Ja. Und ich bin in der 5. oder 6. Klasse gewesen und jemals erste, zweite. Wir sind gleich in der Schule raus. Ja. Es ist Winter, Bro. Und aufs Mal gesehen einfach, also unsere Schule aus, von früher so primär ist so gewesen, Schule, Pausenhof, Treppenabend, nochmal Pausenhof mit Feldern und so. Also, ich bin da oben, Bro, Winter, voller Schnee, fast keine Leute oben. Ich so, ja, weißt du, scheiß Wetter und so. Aufs Mal gesehen einfach so wie so, Vereins sind mit der Leute runterrennen. Ich so, Fetzerei. Ja, der Gute. Fetzerei, ich so, geil, ich gehe auch. Und ich sehe so vor Ding. Bro, ich weiß nicht, ob jetzt etwas kommt, wo mich fickt, oder? Bro, dann sehe ich so, bei der Gierreiz sehe ich so einen Kreis. Aber ich sehe nicht drüber, obwohl ich da oben bin, ich sehe einfach nicht drüber, ich sehe nicht, was passiert. Ich laufe Treppe runter, beim Treppe runterlaufen, schaue ich ein bisschen, ich sehe nichts. Ich laufe schneller runter und kurz bevor ich Treppe ganz unten bin, sehe ich so, aus der Menschenmenge sehe ich in seinen Kopf. Ja. Wenn der Brille lichtet. Oh mein Gott, du hast Brille gehabt? Ja. Nachher, ich gehe, was läuft? Ich kann schauen, ich sehe einfach, wie einer gegen Schläger hat. Aber der ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter als er gewesen. Ja. Bro, in dem Moment, ich habe nur schwarz gesehen. Nur schwarz. Ja. Bro, ich schub, wenn ich schlage. Was mir in die Hand kommt. Bro, ich nehme so Steiger, egal was. Steiger weg, ich schlage. Okay, nein, Steiger nicht, Bro. Das ist übertrieben. Okay, ja. Auf jeden Fall. Bro, irgendwann kommt so meine Kassenlehrerin, wo ich Kasse habe. Da habe ich einen Grund gehabt, weißt du, so, jetzt hör auf, und ich, lass mich los, du fette Schlampe. Du weitergeschlagen und irgendwann mal, sind halt, weißt du, sie und nochmal jemand haben mich gegeben und der andere haben so mich gegeben, das war auf dem Boden gewesen. Ich schaue damals, ich so, ist alles gut? Er so, ja, fix ist gut. Jemand hat damals, weißt du, so Sehschwäche gehabt. Der Arzt hat gesagt, so, Ich muss eins abdecken, also das rechte, damit ich habe Sehschwäche auf der linken. Ja. Genau, und der Arzt hat gesagt, weißt du, das Auge sieht, was hat er gesagt, 20-30%. Ja. Also du hast doch quasi das Symbol gehabt, zum drunter kommen. Ja, okay. Und da hast du gesagt, weißt du wieso, wenn etwas passiert mit dem Auge, Autoprüfung gewesen. Also sobald einmal ein Schaden passiert ist, und du so, oh mein Gott, ich kann Auto fahren. Nein, weißt du, nachher, meine Mutter hat schon das genommen, weißt du, ich so, jetzt stell dir vor, es ist schlimmer, meine Mutter nimmt es. Und dann ich alles dort raus, auf jeden Fall, Bro, ich gehe ins Lehrerzimmer, er woanders, hin und her, Elterngespräch. Servus, Elterngespräch, also gut. Also mein Vater sagt, Baba, es ist ein Elterngespräch, also wieso? Ich weiß nicht, wir gesehen haben dort. Ich habe gewusst, aber egal. Wir gehen dort, gell, ich, mein Vater, seine Mutter und er. Okay. Meine Lehrerin hält den Stammpauke. Nein, Gewalt keine Lösung, nein, das und das. Mein Vater schaut über und macht den Blick, wieso, was hat sie gesagt? Ich so, nicht wichtig. Ja, ist wirklich nicht wichtig. Nachher, irgendwann sagt die Lehrerin so, auf jeden Fall, das ist passiert und die Mutter von ihm wird noch etwas sagen. Nachher die Mutter so, ja, mein Sohn, Sie sehen ihn ja. Sag mal etwas. Ja, ich habe gar nicht gemacht eigentlich, aber aus dem Nichts hat er angefangen mich zu lassen. Ich habe die Zähne... Du hast rausgeschlagen, Zähne? Oh mein Gott. Ernst? Sie so, das mit der Zähne ist ja noch halb so schlimm. Seine Jacke, die habe ich neu gekauft. Ich möchte 30 Franken. Warte, hast du ihm Zahn rausgeschlagen? Und sie will Geld für die Jacke. Aber ist er Milchzahn gewesen, oder? Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Nachher schaut mein Vater an. Mein Vater, was ist? Er merkt, es ist angespannte Stimme. Und ich kann nicht sagen, keine Ahnung, 30 Stutz. Ich musste etwas herausfinden. Nachher ich so, Baba, weißt du, wir sind am Spielen gewesen. Es ist, wir sind am Schneeballschlacht spielen gewesen und so. Und du weißt so, eins nach dem anderen passiert. Ich wollte im Schneeball schiessen, er rennt in mich rein, boom, so rein und zack, kaputt. Und ich habe, weißt du, von der Lehrerin, ich so, boom, so rein, zack, kaputt. Jetzt, dann ist er runtergefallen und so und aus irgendeinem Grund, wenn ich eine Loop fahren, ich so gemacht und es hat gerissen, ich bin hässlich auf ihn gewesen. Jetzt waren es 30 Franken für die Jacke. Mein Vater. Olum, die ist da neben mir und wird nur 30 Schuss für die Jacke. Ich so, ja, mein Vater, hey, die Schweizer sind schon sehr komisch. Ich so, ja, voll komisch. Er geht so, geil. Ich sage, Mom, ich gehe heim mit dem Milmaß und so. Mein Vater so, hey, was hat das denn? Etwas so, ich sage jetzt mal so, 10 Jahre später, nein, nicht einmal. Du bist vielleicht so, was bist du, 2. Klasse alt? 8. Noch 10 Jahre später.
Ja, fahr auf den Zug, der immer so mit mir mit, weil er ist damals auch, hat auf den Zug gehabt, am Morgen früh. Und ich sehe einfach, wie der Yilmaz einem Heu sagt, mit dem redet, im Warnt und so. Ich so, hä? Dann kommt der Führer, sagt, Bro, das ist der Dings. Das ist mein Kollege, ich schaue ihn an. Der, wo der Yilmaz verprügelt hat, ist das dein Kollege? Ja, ich schaue ihn an, Bro, ich schaue ihn an. Er so, Hoi, alles okay? Und er so, ja, bei dir? Also ja. Und ich sage, der Yilmaz auch nicht. Ich so, Du musst mir nachher schnell den Namen sagen, ich mag mich gut. Holm, ich weiß nicht, wie er heißt, er ist so ein Schweizer. Er ist Schweizer, er ist jung, er wohnt gerade dort, wo wir gewohnt haben. Bahnhof Rüti. Er hat eine Schwester. Jetzt weiß ich wieder. Weißt du? Ja. Aber das hat er mich mal geschlagen. Ja, du bist ja der erste, zweite Klasse gewesen, Bro. Sorry, zu lang. Aber auf jeden Fall, ja, das ist das Einzige, so, wo ich in der Primar etwas gemacht habe. Bro, wir haben halt viel einfach unsere Lehrer gestresst. Also weißt du, so ja, Mann, auf einem Niveau, viel. also wenn ich so heute denke ich so, Bro, du gehst PH, weißt du, studierst 3-4 Jahre, machst Nebenjobs am Samstag und machst so. Nebenjobs, willst Kinder. Du musst sogar für SEC einen Master machen, Ja. also machst du nochmal 2 Jahre, schreibst von mir aus eine verfickte Thesis, Bro, Ja. damit nachher so ein Drittoberstufler dein Leben fickt, Bro. Also wirklich, so, ich verstand das nicht. Wir hatten einen gehabt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stücki. Okay. Ist ein Schweizer dann? Also ist ein Lehrer gewesen. Okay, ja. Und wir sind schlimme Jugendliche gewesen, Bro, ich muss es wirklich sagen. Weil der Stücki hat dort damals im Rosenau, er ist halt Englischlehrer gewesen und Mallehrer. Und er hat das Hörgerät gebraucht. Und Bro, er ist so, irgendwann mal haben die Schüler und Schülerinnen herausgefunden, er tut es während der Zähnepause immer abstellen, das Hörgerät, zum Akku sparen. Okay. Und Bruder, irgendwie, es war ganz komisch gewesen, aber immer so, wenn wir in die Zähnepause gelaufen sind so Leute einem vorbeigelaufen, haben so gesagt, hey, du warst so. Und so am Lachen, weißt du? Und er immer so, grüezi, hallo. Ja, das ist hoi, Sally. Kenn ich nicht, aber... Und wir so, Hand vor dem Mund. Wir so, du verfickter Nutte, so. Bro, Bro, ich habe letzte... Und dann war schon, dann ist haben wir so Zeichenunterricht gehabt und ich erinnere mich an eine Szene ganz klar, Bro. Amis hat er so sein Hörgerät, also er hat so die Fernbedienung vom Hörgerät auf den Tisch gelegt und so halt laut gestellt, damit er es halt besser hört. Und der Nicola, und das los ist Bruderherz, hat das Zippo-Feuerzeug gehabt. Und er ist so am Hängen gewesen und einfach Feuerwehr und die ganze Zeit hast du gehört, tick, 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 die ganze Zeit. Und der Stückchen schaut so er so. Er schaut so Er ist am Rumlaufen. Läuft er zum. Bro, er läuft zum Nicola an und der Nicola schaut so. Er hockt so, weißt du? Und er schaut so rauf. Und der Stückchen bleibt vor ihm stehen. Bro, der Stückchen bleibt vor ihm stehen. Der ist so 5 Sekunden ruhig. Dann gehst du einfach so. Bro, in dem Moment, du musst durch, das checkt, das bist du gewesen. Und der Stückchen nimmt einfach den Zippo vom Nicola und rührt aus dem Fenster. Der Nicola so, Bro. Er schaut. Ey, bist du beide dort? Ey, Bro. Wir haben uns kaputt gelacht. Dann sagt er ihm einfach, sie können uns jetzt holen. Er so, ich mach gar nicht. Er schaut, ja, er so, schon, hä? Du verdammt Kind. Er so, er steht auf, er tut schon du Missgeburt und so. Und dann ist er das Feuerzeug geholt. Und am Abend sehen wir den Stückelberger so auf seinem Velo. Und dann macht er einfach so von seinem Velo am Hängen. Und er ist genervt. Nachher nimmt er ein Velo und geht aus dem Bus. Und wir so zum Nico, wieder Nico gesagt, schaut. So, ich habe Luft rausgelaufen, was in der Rede wieder nicht ist.
Hure Gangster, weißt du? Ich habe ihn nicht gesehen, er hat es gesehen. Ja, der war das. Ja, Mann. Bro, wir haben so, also, Koch hast du auch, oder? Ja. Oh mein Gott. Wie heißt das? Haushaltskund. Ja, Haushaltskund. Irgendetwas. Auf jeden Fall. Mit Tiptopf. Ja, voll, genau. Bro, wir hatten Kochen gehabt, in der Oberstufe. Und ich und der Kollege sind dort gewesen, weißt du? Und unsere Lehrerin hat uns immer gestresst und gehasst. Brutal, du hast ganz offensichtlich gemerkt. Weißt du, so, dass. Oh, jetzt haben wir so gut. Und sind wir fertig. Weißt du, so, das ist ganz offensichtlich. Und nachher ist sie einmal gekommen, sie so, jetzt bin ich aber gespannt, was für einen Kuchen ihr macht. Wir müssen ja Schokokuchen, weißt du, wie auf dem Dings. Wie auf dem Rezept. Ja, aber letztes Mal war es enttäuschend, ne? Weißt du, so, voll angefickt von anderen, weißt du. Was sie alles genau gesagt hat, ich will nicht das sagen. Bro, ich aber sie hat, weißt du, so, uns blöd dargestellt vor der Klasse. Und nachher mir so. Das Ding ist, die Lehrerin isst von jedem Stück. Oh mein Gott. Und probiert und du dann bewerten. Ich so, schon, hä? Nicht gut gewesen. Sie haben noch keine Masse gesehen. Nein, aber wir machen den Kuchen so nach Rezept, weißt du, so Mehl, so, dies und das. Ich habe drin gestanden. Nachher. Ein Dreispucken, oder? Nachher tun wir in den Topf, gell? Ja. In den Topf, tun so rühren. Sie schaut weg, wir beide. Warte. Nachher, er schaut mich an, ich schaue ihn an, er so, das kann es nicht sein, Bro, einmal spucken. Ich so, nein, kann es nicht sein. Wow. Nachher schauen wir rüber, sie schaut nicht, Bro, ich schaue so immer an der Schublade und so, übertrieben viel Zucker, tun wir drin, Salz, tun wir drin, Pfeffer, tun wir drin, einfach so die Sachen. Nachher ich so, sehe ich etwas unter dem Tisch, ich nehme Führer, Bro. Ich so, der Vizemediziner. Bro. Wir sind gnadenlos gewesen. Und dann haben wir so Wäschmittel, einfach original. Hey, Fresse. Zip, war, als wäre das gemischt, Kuchen vorher gemacht, Kuchen fertig, Bro. Jeder kommt so mit dem Teller, weißt du, so mit Dings. Nachher mir so ein Stück geschnitten, auf den Teller da, wenn sie den bringen, so war, Bro. Was ist das? Wäschmittel. Oh, hey, Bro. Ja, ich gebe ihr so. Ich so, und wie ist und weißt du, mir so, na, wie ist? Also, du kannst dir vorstellen, es ist einfach der Tod eigentlich. Ja. Sie so, nein. ist fein, ist gut. Dann gehen wir zurück, Bro. Und während wir zurückgehen, sehen wir einfach so zwei Kolleginnen fangen einfach Kuchen essen. Die einfach, ja, weißt du, so, ey Jungs, zu geil der Kuchen und so, nehmen wir mit der ist, weißt du, wir haben am Anfang gesagt, wir wollen nicht mitnehmen und so, können da verschenken von uns und so. Oh mein Gott. Und dann die so, am Essen, weißt du, ich und der für 1 Sekunde, wir haben gewusst, gut kaputt gelacht, dann kommt er so, Bro, nicht schlimm, oder? So, ey, nein. Ich so, nein, Bro, was wird schon passieren? Es ist ein Wäschmittel und so, oder schlimm. Wäschmittel. Bro, ich später erfahren, so mit ein paar News, das Baby hat das Wäschmittel genommen. Der im Restaurant hat ein Glas Wein bestellt, hat das bekommen, hat genommen. Bro, die sind auch dumm. Man, wenn du als Kind stirbst, wie du Wäschmittel isst, Bro. Darwin, Bruder, ganz ehrlich. Selber schuld, Bruder. Selber schuld. Jemand, mach noch eine Frage. Wolltest du noch eine? Mach noch eine, oder? Wir sind jetzt schon so gute Stunde dran. Ja, eigentlich Content. Content. Was denken dir, dass andere über euch denken, obwohl es nicht mal stimmt? Ich glaube, gewisse Leute denken, die selber hat einen Riederschmand. Ich habe gewisse Leute denken, er ist der absolute Ficker. Nein, das denke ich bei mich selber, nicht andere. Was denken andere über mich, was aber nicht stimmt? Das stimmt nicht. Okay. Dass ich Geld habe. Okay. Wieso denken das Leute über dich? Ja, ich will einfach in den Raum stellen, dass ich kein Geld habe. Aha, ich will nicht niemals einfach so, ich habe kein Geld. Hast du gesehen, der Kanye hat einen Call gehabt mit Gap, glaube ich. Yeah. Und die hat irgendetwas gesagt, nachher so, I don't argue with people who are broker than me. Yeah. Bro, wir haben einfach Gap ihre Aktien neben ihm laufen lassen. Ja. Er hat ein Interview gehabt mit CNBC, glaube ich. Sie sind einfach live einfach neben ihm haben sie die Gap-Aktie gezeigt, wie sie voll am Stürzen sind. Während er am Interview geht, Bro. So ehrenlos, Bro. So ehrenlos. Aber was schafft er für Gap? Nein, er hat ja eine Partnerschaft mit Gap gehabt und er ist ja nicht zufrieden und ja. Wild, Bro. Motherfucker ist ein wild. Aber jetzt so über uns, was denken die Leute über uns? Bro, ich glaube, Leute denken, wir machen schlimm Geld mit dem Podcast. Wenn ihr wüsstet, wie Wenn ihr wüsstet, man. Bruder, wenn wir Geld würden machen,
ich würde erst, was ich machen, ist aus der Garage raus. Ja, fair. Aber es geht nicht. Ja, man. Spendet, kauft. Kaufen wir. Alpha Telefon Münster. Wir spenden morgen. OnlyFans kommt jetzt dann. Genau. Wir Was stimmt über mich? Was gibt's? Ey Bro, ich kann ehrlich im Fall. Ich habe jetzt nicht so aufgefangen, auch in der Vergangenheit, so, wenn ich jetzt sagen würde, was, wer hat das über mich gesagt? Ja, aber zum Beispiel hast du das Gefühl, Leute denken, du bist arrogant. Ich glaube es nicht. Du glaubst gerne mit den Leuten reden. Ich bin ein gesprächiger Typ. Und wir können sonst, an dieser Stelle, wenn sind wir mal in der Shisha-Bar gewesen, nachher sind wir angeguckt, die Leute haben das erkannt, dann haben wir so, hey, ist das echt arrogant gewesen, wie wir geredet haben? Das war doch dort, wo wir... Wie heisst die? Himmelbar? Himmellounge. Ah, voll. Falls ihr das hört, an die von Himmellounge, ey, wir haben nachher über das geredet, so kurz, weil es passiert nur selten und wenn es passiert, dann normal bist du in einer Situation, die du noch nie hast. Und dann haben wir gesagt, hey, sie möchten arrogant überkommen, weil wir haben das Gefühl, wir haben zu wenig geredet oder zu wenig wie so Danke also wir sind ja am Laufen gewesen, nachher haben so ein paar Leute einfach so gesagt, hey, wir sind riesen Fans. Ja. Und nachher mir so, hey, danke. Danke vielmals und danke vielmals, dann sind wir weitergelaufen. Ja. Ja, also nicht das arrogant, Bro, ganz ehrlich, einfach, dass ihr wisst, so, es war nicht bewusst gewesen, wir haben es nicht extra gemacht. Voll. Keine Ahnung, man gibt es mal einen Shisha auf euren Nacken, weil Geld habe ich kein. Bro, einmal bin ich am Manifest gewesen und dann hat mich auch einer angesprochen. Er so, hey, ich liebe deinen Content und so. Nachher ich so, hey, geil ist ich. Nachher so, komm, ich muss dich für einen Shot einladen. Ich so, hey Bro, weißt du, ich bin gerade unterwegs. Und er so, nein, bitte, komm, ich muss dich für einen Shot einladen und so. Ich so, ja, voll easy. Ich so, weißt du, easy, weißt du, nehmen wir einen Shot. Dann sind wir ein Bar, nachher die so, nur Cocktail. Nachher, ich so, er so, dann nehmen wir einen Cocktail. Ich so, Bro, look, ganz ehrlich, also weißt du, er so, komm, Bro, und so, gut, nachher hat er einen Cocktail bestellt, wir haben so, wirklich so gut die 8 Minuten auf den Cocktail gewartet, dann haben wir den Drink bekommen. Du so, also, ciao. Und dann, Bro, was willst du machen, weißt du, dann habe ich so 2 Schlücke genommen, er auch so, du bist schon behindert, gell? Ich so, hey, also, hey, danke, gell? Er so, schon gut. Wurde komisch, Bro, ist so angenehm gewesen. Aber nein, ey, immer gern. Also wirklich, ich glaube, es freut uns auch mega. Wir sind in Baden gewesen und dann sind ja auch ein paar gekommen. Ja, fix. Es freut uns wirklich mega. Solange es nicht so das Viertel ist. Ja, das ist unangenehm. Ohne Frage, aber es ist gut. Was denken Leute über mich, was nicht stimmen kann? Weiß nicht, Bro. Schwierig zu sagen. Hast du etwas, Josh? Hey, Bro. Was nicht, Bruder? Was nicht? Nein, also soll ich ein paar Sachen aufzählen? Nein, ist gut, Bruder. Nein, was hast du, nein, was habt ihr übereinander gedacht, wo ihr euch kennengelernt habt? Verdammte arrogante Missgeburt, ich will den kaputt schlagen. Das hast du, ja. Keine Ahnung, Bro, ich habe nicht gewusst, dass er existiert. Wir sind einfach im gleichen Rest, aber es ist gut um Missgeburt. Du bist der, der, ey, Bra, rauchst du? Bist auch kurz? Ich so, nein, rauch nicht. Bro, sorry, ich kann wieder mit dir reden. Ja, aber jetzt sagst du, ich muss es existiert. Ja, Bro, verdammte Missgeburt bist du. Schon easy, Bro. Aber Bro, du stehst dazu, dass du Missgeburt bist, Freunde. Ja. Nicht? Fair. Hey, ich denke, jeder hat Potenzial, um sich weiterentwickeln, glaube ich, als Mensch. Selbstverständlich, das ist A und O. Mhm. Und sehr wichtig. Ich muss nicht mehr andere Fragen. Stimmt oder stimmt nicht? Nein, Bro, ich glaube, es ist gut langsam. Jetzt haben wir das auch schon. Ich glaube, wir müssen die Kamera abstellen, dann haben wir das Gespräch. Menschen länger gehen, ja, stimmt. Nein, ich muss gehen. Ich muss leider gehen. Ja, danke schon mal fürs Zuhören. Schreibt uns, was euch an dieser Folge besonders gefallen hat. Das wäre wirklich geil. Schreibt uns, was ihr lustig gefunden habt, was euch zum Nachdenken bewegt hat, was ihr unnötig gefunden habt. Und schreibt, wenn ihr Geld habt und Geld spenden, wir brauchen Geld. Auf jeden Fall danke fürs Hören für die 25. Folge. Wir haben wieder ein bisschen aufgenommen, wir haben wieder ein bisschen durchgegeben. Und ja, gebt das Feedback. Bis bald. Kuss. Oh, warte. Sorry. Was? Gehen stimmen. Aha, ja. Gehen stimmen. Bis am 25. haben wir Zeit zum brieflich abstimmen, glaube ich. Ja. Die Folge raus. 18. Genau, ich muss stimmen gehen. Gehen wählen, gehen abstimmen, so. Falls ihr Stimmvorschläge wollt, werden wir am Montag schnell posten, was unsere Stimmvorschläge wären. Ja, nein, machen wir das nicht. Mal, sicher machen wir das. Ja, Bro, okay. Sicher. Ist klar. Also ich meine, echt klar, was sollte stimmen. Ja, fix. Und ja, danke euch vielmals und das wär's. Danke euch vielmals. Kurz und mündig 25. Kuss.
Burg.